Guten Morgen. Mijn vrienden, we zijn van de top gekomen, dus niet terug. En mijn vrienden, dat die zijn alle hier. We komen top wegen Jesus Christus als gekomen is ons Rader. En de Weihnachtstijd en de Osterentijd helpt ons weiter denken, wat dat meint, dat we Jesus Christus nur voor je zijn. En dat is dit. We zijn niet geraad, we zijn niet zalig, we hebben niet de eeuwige leven wegen wat we hebben gedaan. We haben dat wegen Gott haft, der seine Gnade en Rade geschenkt. En wenn wir am annehmen down en glauben, haben wir dat eeuwig leven. Ik wil vandaag van Galater kapitel 2 reden. En in dit boek zo weit hebben we gezien waar Paulus deed voor zichzelf strijden. Hij is een apostel, wat God geschenkt heeft. En am is dat wichtig, dat de Galatische Kirchen nicht der Evangelium verloren doen. Und ich glaube, das ist ein Thema, der Evangelium nicht verloren oder unterwegs zu sein, bei der Evangelium bleiben, als krasse wichtig von der und da ist dort in der Idee wir. Wenn ich glaube, es sind viele Dinge, viele Lehren, was uns Ferken stieren tun. Du sind viele Dinge, eben wie in der Angst haben. Du sind viele Lehren, was uns in Zweifel bringen tun. Er zijn viele leerders wat alle soorten leren doen wat in viele Wege goed hier en dat. Maar we moeten zeker zijn dat we een rechte Evangelium hebben. Het thema van deel is dat Evangelium ohne de besniedung. En dit thema is vielleicht in viele Wege wegen wie nicht dezelfde leer hebben over de besniedung als wat de Juden hadden. Aber ich glaube, wir haben andere Dinge, was wir mit kämpfen tun, wo wir vielleicht dieselbe Frau haben, als was die Juden haben. Ich wieder gehen, wir werden einmal anfangen mit dem Gebet. Jesus Christus, von dir Smars, wir sind dankbar, wir können taub kommen, das ist nicht wahr. Wir freuen von dir, dass du uns die Hort aufmerken und beweist uns deine Herrlichkeit. Dass wir können die sein, dass du bist, nicht bloß ein kleines Kind, das zur Welt gekommen ist, nicht bloß ein Radar, was am Krieg gestorben ist, auch aber das ein König, was ein Tag weiter wird kommen. Um alle seine Dinge zu sich bringen und die Reich hier auf dieser Welt vollbracht bringen. Wir beten Gott, dass du von dir auch sein mit dein Wort vielleicht Schwierigkeiten in Hort bringen, drehen und down, ich bete, dass du mit Ernst auch sein. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen. So Galater Kapitel 2, wir wollen von der die ersten 10 Versen durchgehen, was in das Kapitel sind. Die ersten 2 Versen sagen wir, wo Paulus redet ein klein von seiner Reise. Das sagt es dort. 14 Jahre später reiste ich weiter nach Jerusalem mit Barnabas taub und nahm Titus auch mit. Dit mo ging ich han, wills Gott mich dort so angreift. Lebt mich mein Evangelium fair. Dat ik de velkje predigen doe. En onge helpt mij en praten met die in de gemeente een gouden naam hadden. Dat die ik doorweg, dat zij verstaan kunnen, dat ik gepredigt had. Dat zij met de stemmen kunnen, dat ik niet vergeefs onge de arbeid had oder arbeiden doe. So hij redt hier 14 jaar later. En wenn wir ein klein bisschen unser Neues Testament kennen, die Apostelgeschichte kennen, Paulus bekehrt sich in 37, sei so, in dort Jahr. Und dann 14 Jahre später, da wir bei 51 nach Jesus Christus in Geburt, dort ist, wann er das Brief schreiben hat, und da wir vielleicht in der Karte Zeit nur die Zeit von die Zeit wird Apostelgeschichte Kapitel 15 von reden wird. So, wenn wir diese 10 Versen lesen, dann ist sehr wichtig, dass wir auch, und ich würde Ihnen alle ermutigen, wenn ihr tüß sind, die Apostel Kapitel 15 durchlesen. Wenn was Paulus hier von reden wird, er redet von dort, was passieren wird in Apostel Geschichte Kapitel 15. So, er hat vor 15 Jahren, oder 14 Jahre hat er all das Evangelium gepredigt. Das Evangelium wird von Jesus Christus seine Radung reden, dass er bis der Gott seine Gnade wir willst wie glauben.
dann redet er wieder, dass Barnabas und Titus wir mit arm. Ich glaube, das ist wichtig zu verstehen hier, dass diese Männer, die wären verschieden. Einer wie ein Jüd und einer wie ein Nicht-Jüd. Und für uns zu verstehen, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wenn die Juden heute so zu haben, dass bloß Juden können gerat sein in Jesus Christus. Aber Paulus lehrt, dass Juden und Nicht-Juden können beide gerat sein. Und sie können Port von der selben Tag sein. Jesus Christus bringt Menschen taub. So das ist wichtig von dem, wenn wir an Weihnachtszeit denken. Weil wir denken an, wer in Leamington ist. Wir wollten sagen, dort in Leamington sind nicht bloß Mennoniten. Wie kann, wenn wir dasselbe Gott anbeten und dasselbe Evangelium in Christus angenommen haben, wie kann Gemeinschaft haben mit anderen Christen? Dann wieder sagt er, dass wir wegen Gott offenbart hat, dass er nach Jerusalem geht. Und dann sagt er wieder in der letzten Part von der zweiten Vers, er sagt, dass ich nicht für Jesus eine Arbeit hat oder arbeiten da. Paulus will sicher sein, die Arbeit, was er tut, dass er wirklich ablehnt. Das ist sehr wichtig, dass wir uns unser Segen von det. Wenn wir auch Jahren Christen sein gewesen, oder Jahren sein, wir glauben an Gott, wie man einmal zurückgehen und uns meten mit det. Dort, was wir glauben, dort, was wir lernen, dort, was wir mitteilen, stimmt dort mit was Gott offenbart hat. Wenn man das nicht tut, das ist, was Paulus hier sagt, ich habe für Jesus in der Arbeit gearbeitet. Er will sicher sein, dass die Arbeit, die Evangelium, was er predigen wird, stimmen wird. So, was ist das dann, was uns in Hort ist? Ich glaube, viele von uns, und wie Mennoniten, wir hatten ein klein bisschen Nomen, wir sind mit einkopig, nicht so? Das ist mit wer wir sind. Und wir haben Pferden, die sagt, keiner wird mir sein, was ich glauben soll. Und wir stehen an dort, was wir glauben, und wir sind Angst haben sein, ich wie artig, oder ich habe artig geglaubt. Aber wie man uns unser Segen, und da braucht nicht Wort wie glauben, weil das nicht stemmen det, mit was die Bibel lehren det, was die Evangelium uns verhauen det, dann müssen wir dort abgeben. Wegen dort habe ich für Jesus geglaubt. Und dann in 3 und 5 redet Paulus wieder, und nu redet er von Wort, per diese Männer bringen wird. Und dort wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 15, die erste Vers, dort wie die Frau, was in der Zeit die größte Frau wie in der Kirche. Und dort ist das. Wenn ihr nicht mit Moses seine Haut beschneiden lassen, kann ihr nicht seilig werden. Dort werden was viele in der Kirche lernen. Und Paulus hat jenen das gelehrt. Er sagt, dass wir nicht neidig, dass die Heiden, die Nicht-Juden, sich leiten beschneiden, eher sie sich bekehren werden. Dann werden da seine Juden lehrerisch, was lehren, dass einer muss sich leiten beschneiden, eher oder soll dort einer können Christ sein. Und da wird die Lehre, was sich kommen werden, Eva vertalen in Apostel Kapitel 15. Und das wird die Frau. Die Juden verernt, wie das nicht gegraut hat. Jeder Jude war beschnitten. Aber die Heiden und die Nicht-Juden, die werden in unserer Heim abgewaschen, in unserer Kultur abgewaschen, müssen sie erst in Jud werden, ehe sie können sich bekehren. Und ich glaube, viele von uns würden das niemals das freuen. Aber ich glaube, in welcher Welt da wir noch mal ein Bett und Zwiebel kommen, und dort ist diese Frau. Muss ein Mensch und Männer nicht sein, ehe er kann ein Christ werden. Ich glaube, das ist in vielen Weisen ein bisschen anders, als was diese Frau wäre, aber das ist in vielen Weisen derselbe Frau. Wir würden vielleicht sagen, nein, niemals muss ein Mensch und Männer nicht sein, dass er ein Christ ist, aber gleich wirken sie wie Menschen so an, ist dort, als was wir wirklich glauben. So, er redet hier von, das wie die Frau, was sie mit kämpfen.
In einer dritte Vers sagt er wieder, das steht, und sie verlangten nicht einmal, dass Titus so beschnitten worden, der doch ein Griech war. So er redet von, sie verlangen, Petrus und Jakobus und die anderen Aposteln, was Juden wären, was every Tag in Jerusalem wären. Sie verlangten nicht, dass Titus beschnitten wurde. Und warum wird das nicht wichtig? Wegen er ein Griech war. Und er war nicht in Juden. Wir sehen, er redet von, wo sei mal Timotheus auch nach dieser Meeting kam. Und Timotheus war beschnitten. Und wir sehen das in Apostelgeschichte Kapitel 16. Timotheus war Lothar beschnitten, aber er war ein Jude. Titus war nicht ein Jude. Und so hier wird es sehr wichtig, dass Christen verstehen, dass wenn sie in jener Kultur gewisse Dinge stark haben, dass es ganz und dauert. Aber die Dinge, die wir haben, so Verschriften, kann niemals höher sein, als dort, was in der Evangelium ist. Und wie es Mennoniten, wir können niemals dort, was wir wichtig haben, in unseren Verschriften, wer wir sind, uns glauben, wir können dort niemals höher haben, als der Evangelium. Und der Evangelium verlangt von keinem, dass sei ein Mensch ist, von was ihr meint, bloß dort ein Mensch, der Jesus Christus gerettet wird, durch Glauben. So, was sind vielleicht ein paar von den Dingen, was wir glauben, nochmal, dort Menschen man vielleicht erstaunen, sich kann bekehren. Ich will von ein paar Dingen reden, all diese Dinge sind gut und sie sind wichtig. Ich glaube, ein Ding ist, wir würden das gleichen, wenn Menschen würden sich taufen, dass sie können gerettet sein. In der Bibel lehrt uns sehr klar, dass wir sollen getauft werden, wenn wir bekehrt sind. Wir sollen in der Tag hören, wir sollen Lieder sein in der Tag. Wir sollen uns in welcher Weg kleiden, dass es getätlich ist. Vielleicht lieben wir dort in der Früh so ein Dirk anhaben. Und alle diese Dinge sind gut von der Port von der Kultur aus. Aber kein von diesen Dingen sind so Dinge, was wir können für Menschen haben und sagen, wenn du ein Christ bist, dann musst du erst diese Dinge tun. Wir sind bloß durch Jesus Christus gerettet. Nicht willst wie welche Dinge erst tun. Ich habe vielleicht von anderen Menschen hier, ich will Jesus Christus annehmen, aber mir sind diese Dinge erst in Stich. Vielleicht hast du dort ein Trinken ist, oder sei ein Schmecken ist, oder was immer. Und sie sagen, ich will erst diese Dinge abbrechen, wenn ich mein Leben in Ordnung habe, dann will ich mich hingeben an Jesus Christus. Aber wir brauchen nicht uns Leben all in Ordnung haben. Alles, was Gott verlangt, ist, dass wir umkehren und bekehren. Wir büßen down von unserer Sünde und nur Jesus Christus drehen, dass er allein uns retten kann. Aber dann wieder Vers liest Paulus wieder über die falschen Brüder, die sich geheim nachschlecken, haben unsere Freiheit in Christus Jesus und spielen und die uns weiter im Gesetz versklaven wollen. So Paulus lehrt, dass wir sind frei von dem Gesetz, wenn wir nicht beschnitten sind, wir brauchen uns nicht beschnitten oder wo immer das ist, was wir Menschen fragen, wir sollen tun, dort wir Christen wollen. Aber da sind dann Sonnen, die wir in dieser Zeit, und ich glaube, von vielen sind noch von der und der Zeit, Sonnen, die jungen Freiheit sind. Sie gleichen dort, dass wir alle solche Ordnungen, Regeln haben, dass Menschen, die man nicht annehmen, sie können Christ sein. Und entweder entsteht, dass Paulus das Evangelium von Freiheit predigen. Und sie schlägen sich näher, um proben, die Freiheit zu verdorben. Der Englische sagt, these men wanted to make them slaves again. Sie wollen proben, Menschen zu versklaven, zum Sklaven werden. Die werden in Christus freigesagt worden von der Gesetz. Diese wollen weiter ein Sklav werden.
Ich glaube, eine Ursache, warum Menschen wollen so festhalten an ihre Ordnungen, und die Gesetze, die von Menschen kommen, ist eine engste Gnade, was in Jesus Christus ist. Willst, wenn wir uns Leben ganz übergeben dann nach Jesus Christus, und wir sagen, Jesus, hier sind ich. Ich weiß nicht, wo die mich annehmen wirst. Ich weiß nicht, wo die doch gut genug ist, mich anzunehmen. Ich bin ein Sünder. Wir geben uns ganz an nach Jesus Christus und wir geben uns unsere Kontrolle für unser Leben ab und wir sagen, hier sind ich, Jesus Christus. Und Jesus Christus nimmt, wer wir sind. Gebretene Sünder. Er nimmt das alle Rüte und er sagt nie nein. Und wir sind wahre geboren. Aber für viele Menschen ist dort am engsten. Und dort ist wegen das. Wegen wenn Jesus Christus Herr ist über uns Leben, dort meint dann, dass wir nicht mehr Herr sind. Dort meint, dass wir sind nicht mehr an die Kontrolle, die was uns Leben kontrollieren. Und wir gleichen, wenn wir Boss sind über uns Leben. Und solange wir unsere inneren Gesetze sind, dann haben wir glauben, wir haben Kontrolle über uns Leben. Und dann, wenn wir wissen, wir Gesetze verlangen dann von anderen, dann glauben wir haben es zu tun, dass wir haben dann Kontrolle über andere. Aber solange ein Mensch Freiheit findet in Jesus Christus, dann sind sie nicht mehr unter Gesetz, sie sind nicht unter Jesus Christus. Und Jesus Christus bringt Freiheit. Und die Freiheit ist anders, was Menschen bringen. Und für viele Menschen, die die Kontrolle wollen haben, dort ist am engsten. Und dort ist, warum diese Männer, die in diese Gängen schaffen, dort, wo Paulus steht, die wollen die Freiheit nicht abgeben. Sie für die Juden verernt wir diese Gnade, diese Freiheit niemals in Denk, was sie mal kämpfen müssen. Alle die Freunde, was sie haben, die sind Juden. Und keiner von denen, die müssen sich beschneiden, wenn sie Jesus Christus annehmen. Sie werden alle beschneiden. Aber dann werden diese nicht kriegen, was sie von hier leiden. Da wir noch vielleicht, da wir Geld. Aber so schwindet es dort dann in Erde-Tag an Time. Dort nu in Erde-Tag sind wir, was nicht Juden wären. Dort ist, wo sie dann wirklich, was diese Gnade kam von denen. Ich glaube, wie es in 240 auch so. Wir sind in unserem Tag, wir sind alle getiert, Christen, wir sind gut abgewaschen, wir haben von klein an die Bibel gekannt und gelehrt. Was nochmal sind die Sonne, was Gott raten wird. Und sie sind nicht von so einem Hintergrund, als was wir sind. Sie waschen nicht ab mit der Bibel, sie kennen nicht die Bibel, so wie wir. Für uns ist es leicht, von Gnade zu verreden und vertrauen und reden von, wo Gott ein gnädig Gott ist. Aber wenn wir Gott seine Gnade sein, ohne all den Hintergrund, was wir haben, uns Ängste nochmal. Wegen Menschen sind vielleicht anders, als was wir sind. Aber wer will lieber Gott loben und preisen, wo er schaffen wird, und wo er einen Mensch vollkommen bringen wird, durch seine Gnade, lieber ist proben, sind Mensch zu merken, dass wir sind. Dann wieder sagt er in der 5. Vers, für dich habe ich in keiner Weise nur gegeben, dass die Wahrheit im Evangelium jünt, für jünt stonen bleiben wird. In Englisch wurde nochmal ein Wort gebraucht und ich habe nur gesagt von dem Wort für Legalism. Das ist ein Wort, was wir in Englisch viel brauchen. Legalism in Englisch, das ist eine Lehre, dort wir sind geraten und wir bleiben geraten durch die Gesetz legal home. Wir würden sagen, viele von uns, dass wir sind durch Glauben, durch Gnade, willst wir glauben, geraten. Aber Legalism ist dann die Lehre, dass wenn wir dann geraten sind, wir proben unsere Radung wieder zu holen oder verdienen oder Jesus Christus trägt holen, mit Wort wir tun und wo wir die Gesetze holen.
Paulus sagt hier, en die hab wie in keiner Weg no gegeven, dat de waarheid im Evangelium für jullie stonen blijven wird. Ik geloof, wie is niet kerk, in vele Wege, wir würden sein, wir sind in Middenweg frei, und ich glaube, wir sind auch von Jesus. Aber wer wir es nicht kerk, so ist es hier sein, wer wir in keiner Weg no geben. Wer wir nicht abgeben an das Evangelium. Jesus Christus ist erst gekommen, uns zu raten durch seine Gnade und bloß durch seine Gnade. Dort ist nicht, was wir tun, dort ist nicht, was andere tun, dort ist bloß durch, was Jesus Christus tut für uns. Und wir können nicht abgeben. Wir können nicht in Soll geben an diese Wahrheit. Und ich will nicht haben, dass ihr mich ordentlich verstehen tun. Herrlich leben ist wichtig, aber warum wir herrlich leben sollen und wollen, als wegen wir all gerat sind. Wir können unsere Rat nicht verdienen, durch die Gesetz haben. Und wir können nächstes nicht von dem weggehen. Wir müssen an das Evangelium bleiben. Kraxis Paulus hier sein, dass wir können nicht weggehen von dem. Ich will aber haben, wir sollen abpassen mit dem. Das sind dann so was sein, wenn eine Person lernt, wenn ein Prediger lernt, wir sollen von welchen Dingen wegbleiben, das ist bloß dann so was ein Legalism ist. Und das ist nicht, was Paulus hier reden wird. Je würden Paulus in der Brief alle durchlesen, je wollen klar sein, dass wir viele Dinge, was Paulus sein, das sind viele Dinge, was Christen nicht hören dürfen. Aber was Paulus hier lernt, das ist nicht der, die gesagt haben, dass wir gerat sind. Wir sollen herrlich leben. Wir sollen die geboten haben, was Jesus uns gegeben hat. Aber wilt wir gerat sind. Dan in de laatste 5 versen redt Paulus een klein beetje wo zijn Evangelium wordt aangenomen. De 6e vers sagt es dit, en van die einen Gott genommen hadden, wordt meine Botschaft nicht tau gesagt. En wer sei sagt, merkt wie in keiner Unterschied, wills bei Gott sind wie alle eint. Und wie das so falsch lesen, dann mir erst einmal fertig abfällt. Und wenn ich Paulus seine Brief lesen, da, mir sieht einmal so, Paulus, der fällt sich einmal, dort heimat sich selbst bewahren. Er als meistens ich kann vielleicht ein bisschen, ich rede nicht, dass ich spotten will über Paulus, aber so ist er reden dort. Er redet fertig so ein kleiner Jung, der einmal feilt, er muss fäten. Nicht so, er muss sich einmal die Füße ab und will die nicht dicht bekommen. Und er redet hier, war sei Bro, wer sei sagt, das meint eines nicht. Er meint das nicht, aber er redet Bro. Und das ist wegen Paulus und das ein Ding ist. Und er kann sich nicht loten, moven an das. Alle die Juden Torten, die wären in Daunt in Wasser weh, mit Menschen, die sehen, einer muss beschnitten sein. Und er feilt, dass er muss stark stehen und das. Und wenn er ein bisschen übertrieben hat, ein bisschen Beruf reden hat, das ist, worum er das tut. Paulus hält sich fest an das Gnade-Evangelium. Das ist, wer er wir, das ist, was am offenbart. Und er, wie der, was das nur den Nicht-Juden predigen wird. Wenn er nicht wird für die Nicht-Juden anstoßen, für die Evangelium wird er predigen wird, wer wird. So, er redet von dem, was in Gott genommen haben, er redet von Söhne ist Petrus, Söhne ist Jakobus, Söhne ist Barnabas, und wir eindrucken die 12 Jünger, was wir. Und alle diese 12 Jünger, die Aposteln, die Juden wären, die wollten sozusagen die Ältesten wären von der ersten Tag. Sie stammen alle mit dem Evangelium. Und ich glaube, hier ist ein Punkt, was uns wichtig ist. Du sind Kirchen in der Welt, und ich würde sagen, wir als Mennoniten, wir sind nicht
dort wir die Mischte sind. Wir sind nur eine kleine Gruppe Menschen. Und wie gleichen Dinge sei so in unser Weg zu holen. Aber wenn wir uns freuen, wenn ordentlich tun, wo das nicht krank so haben, als wir dort haben, wenn wir uns freuen, wenn Gott noch Arbeit tut, manche Menschen, die nicht so sind als uns, und wenn sie das ganz ordentlich tun, ist, wo wir dort haben. Wenn wir uns freuen, wenn in Jesus Christus erst kein Unterschied zwischen Mennonit oder nicht Mennonit. Und dann saß der Pfarrer, sagte er wieder, dass sie wollten meine Botschaft nicht gesagt. So wird wie Paulus seine Botschaft. Ich weiß, der hat mal gesagt, Paulus seine Botschaft wird das. Jesus Christus ist erst gekommen für die Jüd und die Nicht-Jüd. Wer an sein Opfer am Kreuz und sein Abstunden von dort leben wird, wird dort ewig Leben haben. Und Gott wird der Person der Helle Geist geben, dass ein Beweis dort die ewig Leben hat. Und so eine Person soll dann zu der Welt beweisen, dass er in Christ ist, der Taufe. Das wird die Botschaft, was Paulus predigen wird. Und wenn die Aposteln, die wir alle auch Juden, diese Botschaft hören werden, sie sehen, das ist eine volle Evangelium. Hier fehlt nichts mehr, dass er vor dich ist. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir als Christen lernen, weiten, was die Bibel sagt, wir sollen tun und nicht tun. Aber wir werden niemals vergessen, was unser Grund ist. Und der Grund von unserem Glauben ist, dieses simple Evangelium. So dort, wo er von reden, fingen wir in Apostelgeschichte, Kapitel 15, saß bei Alven. Ich will das Versen lesen für uns. Und das ist, was die Aposteln reden, sein denn. Apostelgeschichte, Kapitel 15, saß bei Alven, sagt es dort. Die Aposteln, die Ältesten, kämen taub, sich eben diese Sache zu beruhen. Und als sie sich erst lang gestritten haben, stund Petrus ab und sagte an, Männer, liebe Brüder, wie weiten dort Gott mich lang vorher gewählt hat, den Nichtjuden dort Evangelium zu predigen. Dort sei zum Glauben kommen. Und Gott, der dort hart kennt, gif an der Heilige Geist, gerade so als uns. Und beweist du mir, dass er ihn angenommen hat. Und mögt kein Unterschied zwischen uns und rennt und das hart auch durch den Glauben. Woran proben wir, Gott durch dir zu versägen, dass je die Jünger in den Joch ab, dort Geneck leihen, was nicht wie noch unsere Vorder haben können drehen. Wilt ihr glauben, dass wir durch den Herrn seine Gnade seilig werden, gerade so als sei. So die Ältesten und die Aposteln, die hier taub kommen, sie reden hiervon. Und das Vers, was mir sehr wichtig ist, ist zu sagen, woran proben wir Gott durch dir zu versägen, dass jeder Jünger ein Joch ab dort Geneck lei, dort nicht wie noch unser Vater haben könnt drehen. Viele von uns, wir sind so abgewaschen, dass wenn wir bis Gott noch leben kann, dann wird er vielleicht mal taurigen, dass Gott uns annehmen wird. Aber wenn wir die Lehre unser Segen tun, ich glaube, diese Lehre ist ein schworet Joch ab unsere Neck. So, wenn Menschen sich dann bekehren und Hand geben an Jesus Christus, sie haben diese Radung, warum würden wir dann diese selbe Botschaft, diese selbe Lehre, was wir von weggegangen sind, und diese Lehre, was nicht geschafft hat für uns, dann sein, dass andere sollen auch annehmen. Wenn das was Petrus hier sein wird, diese Reihen, diese Gesetze, wir wollen Leute in das Brief sein, Worte Gesetz, seine Arbeit wir.
Dit die Gesetz können die in der Fudasch nicht hauen. Die können dort nicht drehen. Und hier wie in der Evangelium wird Freiheit bringen deuten, büter diese Gesetz. Und Paulus und Petrus sagen hier, woran wir dann trägen, nur dort, was wir selbst können nicht drehen. Woran wir dann die Nicht-Juden freuen, dann dort hauen, was wir selbst nicht hauen können. Wills, er sagt, wir glauben, dort wie durch den Herrn seine Gnade worden, groß so als sei. So das nächste Mal, wie in Leamington sind. Und eine Person erst, die eine ordentliche Sprachreden tun, ist was wir tun. Wenn wir diese Werke und wenn wir uns halten denken, dass die Person krank so nach Jesus kommen wird, ist wie. Die Person wird geraten, wenn die nicht all geraten ist, durch Glauben, durch Gnade. Krank so ist was wir tun. So ein Träger der Galaterbrief, der 7. und 8. Vers, redet Paulus ein klein bisschen. Wat van een ministry, wat van een dienst Gott am geven deiden. Im Gegenteil, als zij sagen, dat mij dat anvertraut wird, dat Evangelium mangt te predigen, die nicht bestehen werden, gerade so als Petrus dat Evangelium anvertraut wird, für die beschneden sind. Wils die der Petrus wirkt, die beschneden das Evangelium te predigen, wirkt auch in mir. Die dort Evangelium te predigen, die nicht beschnitten sind. So gleich von dieser Forschung kann wir sein, dass Gott hat einen gewisse Plan für gewisse Zeiten. Gewisse Zeiten, und ich rede hier, ich würde sagen, für den Mennonitentum, gewisse Zeiten, die wollen einmal vielleicht ein bisschen Dollar konservativ bleiben. Gewisse Zeiten, die wollen vielleicht ein bisschen zu sein, Dollar frei sein. Gott hat gewisse Zeiten, gewisse Abgaben gegeben, gewisse Ministry gegeben, wegen Gott hat von der gewisse Zeit, der gewisse Platz und der gewisse Völker. Wer wir dann, solange es eine Kirche, besonders mennonitische Kirchen, die bei der Evangelium bleiben dann, und die klare Evangelium predigen, wer wir Gott loben für was er durch die Kirche tut, wann die Kirche auch nicht so ist wie dort haben. Wenn die Kirche dann sozusagen da frei ist, wie sind. Vielleicht ein bisschen da charismatisch, aber Gott, der die Kirche schaffen hat, viele Menschen zum Glauben bringen, wer wir Gott loben für dort. Wenn du dann eine Kirche hast, was konservativ ist, wir würden glauben, ich würde mich niemals tüßig feiern, wenn sie haben das viel zu stark oder viel zu acht. Aber Jesus Christus in nun wird klar gepredigt. Und Menschen im Glauben kommen, wer wir Gott loben und preisen für was er tut. Wenn das erst nicht der Kirche, was Menschen raten, oder als Jesus Christus und er allein. Das erst durch Gott seine Gnade, dass wir es nicht Kirche, diese Ministry haben. Kraxis hat Paulus diese Ministry gegeben. Er sagt in der Vers aus der Gnade sagen, die mir jeft wir, geben Jakobus, Petrus und Johannes, die aus Gott ständig angesehen werden, mir und Barnabas der rechte Hand, unsere Gemeinschaft mit Ernte schließen, dort wir sollen nur die Völker gehen, und sei nur die beschnitten sind. Was Paulus wir, was er tut, die Arbeit, was am abgelegt wird, da wir wegen Gott am dort gewählt hat. Das ist wichtig dann, dass wir auch sein, zu Wort Menschen, Gott Menschen rauben wird. Gott seine Arbeit für welche Menschen wird unterstehen, ist, was er uns zu rauben wird. Ich glaube, da sind viele, vielleicht ein paar von ihnen, was Gott will zum Prediger sein oder Redner sein. Aber nicht möchte von ihnen, das sind dort. Da sind viele von ihnen, was kann sozusagen in die Kirche dein Multiden reinmerken, Menschen besiegen. Aber viele von ihnen, das ist nicht ihre Ministry, das ist nicht ihre Arbeit. Und so erst dann, wie sein, wo Menschen verschieden sind. Wer will lieber Menschen unterstützen, für was Gott gewählt hat, für die Arbeit, lieber es einordnen reden.
Und dann Paulus redet hier in der 10. Vers, und hier wie eine Verlangen, und das stimmt auch mit Wort in Apostelgeschichte Kapitel 15, waar het van je redt. De 10. Vers sagt, alles wat zij nog te zijn hadden wir, dat wie aan de armen denken sollen. En dat heb ik zelfs nog arme jaren gedaan. Hier ist ein interessanter Ding von, wo das wichtig wäre. Und hier ist eine Weg, wo Gott in den ersten 100 Jahren die Kirche taubringen wird. Die wir Juden wären und die wir nicht Juden wären, die wären nur verschieden. Die wir in Jerusalem lebten und wohnten, wären Juden. Aber sie haben dort enorm schwer. Die, die in Jerusalem leben, die Christen, die haben meist nicht genug zu leben. Und viele werden, und je werden kennen, wo dort in der Kolonie schaffen, in vielen Ländern, die, die Christen waren, die Juden wären, die kriegen viele Ausschluss von der Kultur, was wir. Da wird dann schwander, für die wir Jesus Christus angenommen haben, dort sie können kämpfen und verteidigen. Und du wenn Jerusalem gleich eine jüdische Stadt wird es sehr schwer, dort die wir Christen wären, genug haben zum Leben. Aber sie haben den Hintergrund von der Schrift getan. Dann wären die Nichtjuden, die in anderen Ländern wären, in der Galater zu tun, sie haben Geld zu leben. Sie wohnen in einer Stadt, wo, wenn sie ein Christ wären, das mir nicht wenig ut, wo sie verdienen können. Aber sie haben nicht den Hintergrund, was die Juden in Jerusalem hatten. So dort, wo die Juden in Jerusalem geben werden, wird dort Hintergrund von der Bibel lernen kann. Dort ist dort wie ihr Wort, sei die Nicht-Juden geben werden. Und die Nicht-Juden geben Geld, so dort die, was in Jerusalem wären, haben genug zum Leben. Und so kann es sein, wo die Kirche taub schaffen wird. Die wir nicht Juden wären, und die wir nicht wir Juden wären. Und Paulus winkt hier taub, und er sagt, dort, wann wir das Evangelium predigen down, verbringen down, mitteilen down, wir müssen sein, wo wir auch Menschen können helfen mit den Not, was sie in sind. Ich glaube, hier ist ein Vorbild, was wir besser können verstehen, dort ist die Weihnachtszeit. Woran je wir Geschenke einordnen? Erst dort wegen wie die Geschenke fehlen dann? Ich glaube, nee. Wegen, ich würde viele von Ihnen fragen, was kriege ich zu Weihnachten letztes Jahr? Müsste von Ihnen würde mir nicht gern sein, was ich zu Weihnachten kriegen. Wegen Ihnen fehlt das nicht, ernst genug, dass Sie dort denken haben. Aber woran je wir einordnen Geschenke? Wegen, wir sind einordnen Geld. Wir wollen uns der Live beweisen, was wir einordnen haben. Und wir wollen ein Beweis sein für das Geschenk, was Gott uns gegeben hat. So, wenn Paulus hier reden wird von den armen Halten, dort ist nicht bloß ein Beweis, und es ist nicht bloß, dass sie halten dann, wo die Not ist, dort ist ein Beweis für das Geschenk, was Gott uns gegeben hat. Wir sind geistlich arm. Das ist, wo wir wären. Nu hat Gott uns geistlich recht gemerkt. Nicht, was wir tun haben, aber was Gott, Jesus Christus, der uns getan hat. So, diese Weihnachtszeit, wenn wir von diesem Evangelium denken, dann, ich will uns auch ermutigen, dass Paulus hier sein wird. Wer wir sein, wo wir die Armen halten können. Wer wir sein, wo wir Jahren das tun können. Dort wir nicht bloß reden von dem Evangelium, aber dort wir auch das Evangelium beweisen dann. So, ich will von der schließen mit das. Das Evangelium, was Paulus hier verbringen wird, offenbaren wird, ist ein Evangelium, was sehr simpel ist. Und für viele von uns ist es vielleicht zu simpel. Und dort ist, wir sind bloß der Gott seine Gnade gerat. Dort fehlt nicht an irgendwas, dort wir nie bereit sind für das Evangelium. Dort fehlt bloß an unser Glauben. Wir glauben, dass Jesus Christus gekommen ist, für unser Sinn zu sterben und für uns Leben abzustoßen. Und dann müssen wir dort vertrauen, dass er das getan hat für uns.
De Bibel leert ons, wenn wir dort doen, dann sind wir seilig. Wenn wir dann noch nicht alle Sorten Dinge toenehmen, dass wir unsere Eiffelgalien uploaden, dann man anleitet. Besonders in der Weihnachtszeit. Wenn wir uns halten denken, dass uns Rade erst gekommen und uns Rade erst genug. Wenn wir schließen mit dem Gebet. Jesus, wir sind von der Frau. Uns freut dort, dass wir können frei sein in Jesus Christus. Und ich bete Gott, dass wenn die Sinne sind von dir, was vielleicht mit welche Dinge kamen von dir, mit welche Zweifel sind, ist dort, was sie Hand als gut genug für dich. Ich bete Gott, dass du uns diese Botschaft, was Paulus hier von reden wird, dass wir sind bloß durch Jesus Christus genug gerat. Dass diese Evangelien, was uns wichtig sind, dass wir frei sind in Jesus Christus. Das ist nicht eine Freiheit, was wir nu können brauchen, für uns selbst zu leben. Aber das ist eine Freiheit, was wiest uns, dass wir frei sind in Jesus Christus. Alles zu sein, was er uns gemerkt hat. Und dass wir können verarmt in alle Ewigkeit leben. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen.